der Teddy Freddy. Die Fragen vom frechen Schnabel haben keine Sendung genommen. Er wollte alles wissen. Und der Bär Urs hat ihm die Welt versucht zu erklären. Jeep, Papi, gell? Bären gibt's nur im Bärengraben. Nein, frecher Schnabel, Bären gibt's ganz sicher noch an anderen Orten. Als ich ein Bärenbub war, da hat mir nämlich mein Bärengrossi sogar von einer Insel erzählt, auf der waren nur Bären drauf. Und zwar solche, die es nicht schön hatten bei den Kindern. Grosse, kleine, braune, weisse, rosarote, himmelblaue und der Teddy Freddy. Jeep, der Teddy Freddy? Wer ist das? Aber Papi, wie können die Bären überhaupt auf die Insel kommen? Der Bär Urs hat gelächelt und die Geschichte von der Bäreninsel erzählt. Die Bäreninsel, die liegt weit aussen im Meer, hinter einem grossen Felsen und einem gefährlichen Wasserfall versteckt. Dort sind Bären, wie solche im Bärengraben, aber auch ganz viele Teddybären in allen Grössen daheim. Sie verstecken sich, weil sie entweder neu leben mussten, wo es nicht schön ist, oder weil man sie nicht mehr braucht. Teddybären. Irgendwann sind die Kinder darum leider auch zu gross geworden, um mit Teddybären zu spielen. Haben sie gemeint. Dann haben sie die lieben, weichen Tierli in einen Sack hineingestopft und haben sie auf einen Estrich geschossen. Ja, denk, weil es ihnen so peinlich wäre gewesen, wenn die Kumpels aus der Schule bei einem Besuch plötzlich den Teddybär im Bett hätten gesehen. Dabei war genau der immer da, wenn man einen Platz gemacht hat oder lange Zeit hatte oder einfach ging, wenn man einen guten Freund braucht. Darum haben sich die Bären entschlossen, neumann auf der Welt eine Ecke für sich ganz alleine zu machen. Ein geheimer Ort, wo niemand ausser die Bären je etwas davon erfährt. Neumann, wo man die Gesetze auf eine Bienenwachstafel schreibt. Und sowieso nur eins hat, nämlich seid alle lieb zueinander. Auf der Bäreninsel ist es zum Beispiel allen Wurst, wenn ein Bär rosarot mit grünen Töpfchen ist. Das ist schliesslich auch ein Bär. Fertig, Schnetz. Jeep, aber Papi, wie können die Bären überhaupt auf die Insel kommen? Es ist sicher gar nicht wahr, gell? Hey, frecher Schnabel, hab ein bisschen Geduld, dann hörst du es schon.